Are you from Uganda? Yes. Ah, yeah, okay. Very nice to meet you. Ah, okay. Ja, wir können uns zur Not auch am Handy machen, aber natürlich Thomas das jetzt halt mit. Okay. I will sit down where? Ah, ja. Kann man zu Beginn noch ein Foto machen? Ja, bitte, gerne. Ja, ein Foto, ja. Sonne Friedrichsen. Transparent wäre schön, dass wir das transparent. Ja, sure. Oh, thank you. My Salate, my tie has maybe it's a little bit loose. Hier. Yeah, this Noch näher. okay, noch mehr. Genau. Zu mir schauen. Alle zu mir schauen. Stay a little bit, yeah, and here. Yeah, again, a little bit closer. Yeah, closer. We have to get it's Yeah. still closer. Yeah, and look at me. Okay. Thank you. It's first me? Yes. Okay. So let's first talk in Deutsch. Ja, bitte. Let's Ja. Sehr geehrte Damen und Herren von den Medien, danke für Ihr Kommen. Das ist heute eine wichtige Geschichte in der mittlerweile langjährigen Geschichte der Städtepartnerschaft zwischen Graz und Laibach oder Ljubljana. Wir haben mit der slowenischen Hauptstadt Ljubljana seit Oktober 2001 eine Städtepartnerschaft, damals begründet von Bürgermeister Viktoria Potočnik und Bürgermeister Alfred Stingl. Laibach ist ja, wie Sie alle wissen, aber wie ich vielleicht heute noch einmal erwähnen möchte, im Dezember 2015 von der UNESCO im Rahmen des Creative City Netzwerks der Titel City of Literature verliehen worden und war auch 2016 die grüne Hauptstadt Europas. Jeder, der schon einmal in Laibach war, wird bestätigen können, dass das so ist. Der Fluss, der zart durch Laibach meandert, ist ja umgeben von Grün und erinnert daher daran, wie eine Stadt auch aussehen kann, deren Fluss noch einen sehr natürlichen und grünen Verlauf hat. Wir haben anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Partnerschaft haben wir im Jahr 2011 ein Treffen von Bürgermeister Nagel und Bürgermeister Jankovic gehabt. Es hat damals auch eine Stadtführung für die Grazer Gäste gegeben und ein Konzert der Musikabende in Graz. Und es hat im März 2013 auch eine gemeinsame Pressekonferenz von Bürgermeister Nagel und Bürgermeister Jankovic im Grazer Rathaus gegeben. Und in Fortsetzung dieser Tradition der Zusammenarbeit zwischen den Regierungen von Graz und Laibach sind wir heute hier zusammengekommen, um, sagen wir es ganz offen, auch Werbung zu machen für ein tolles Kulturfestival, das eben in Laibach stattfindet und das heuer zum 65. Mal ausgerichtet wird. Dazu werden dann Herr Stadtrat Kolaric und Herr Direktor, künstlerischer Leiter Darko Brlek etwas näher berichten und das wird freundlicherweise auch ins Deutsche gedolmetscht. Ich freue mich sehr, dass wir Sie beide hier haben. I'm very glad to have you here, and I hope that we can manage to see each other then in June, July, August during the course of your festival.
Freue mich also außerordentlich, dass wir heute hier gemeinsam sind und würde vorschlagen, dass wir uns anhören, welche Highlights Sie hier veranstalten werden. Eines weiß ich sicher, die Veranstaltung mit John Malkovich hat schon meine Aufmerksamkeit erregt und werden wir sehen, ob es gelingt. Also ich bin ganz sicher, dass ich da auch dabei sein werde können. Und daher würde ich Sie bitten, weiß nicht, Herr Direktor, Herr Stadtrat, dass wer zuerst beginnt mit der Präsentation von Festival Ljubljana 2017. Vielen Dank. Spoštovane gospe in gospodje, sehr geehrte Damen und Herren, es ist für mich eine große Ehre, hier zu sein. Und weil meine Muttersprache ist Slowenisch, ich spreche jetzt slovenische Sprache. Torej, hvala lepa za tole priložnost, gospod dr. Rigler, in za gostoljubje. Kot smo že omenili, je z nami tudi gospod Colarič, ki je predsednik, torej mestni svetnik in potem podpredsednik sveta festivala in tudi predsednik komisije za mednarodne odnose mestnega sveta Ljubljana. Lepo prosim, če boste lahko. Vielen Dank für diese einführenden Worte. Ich möchte diese Gelegenheit nützen, um mich beim Herrn Dr. Rigler für die Gastfreundschaft herzlich zu bedanken. Und ich möchte hiermit auch Herrn Colaric vorstellen, das ist der Stadtrat der Stadt Ljubljana und auch der stellvertretende Vorsitzende des Rates des Festivals und außerdem auch in der Kommission für internationale Beziehungen Ljubljana. Gospod Colarič je bil tudi dolga leta ljubljanski podžupan in ga sedaj prosim za besedo, preden predstavim program. Herr Colaric war auch viele Jahre der Vizebürgermeister der Stadt Ljubljana und jetzt bitte ich ihn um das Wort. Hvala lepa, gospe in gospodje. En lep pozdrav v imenu mestne občine Ljubljana in seveda v mojem lastnem imenu. Veseli me, da sem danes z vami. Moram reči, da sem verjetno eden tistih, ki smo bili leta 2001 zraven pri podpisu sodelovanja z mestom Graz. Vielen Dank. Ich möchte Sie im Namen der Stadtgemeinde Ljubljana und in meinem eigenen Namen herzlich begrüßen. Es freut mich sehr, dass ich heute in Ihrer Mitte bin. Ich bin auch einer jener Personen, die im Jahr 2001 bei der Unterzeichnung der Zusammenarbeit der Städte Graz und Ljubljana dabei war. In namreč takrat sem bil podžupan v Ljubljani in moram reči, da smo leta in leta imeli odlične stike z mestom Graz. Namreč v tistem času smo se v Ljubljani pripravljali na mesec kulture in seveda takrat smo izmenjevali izkušnje z vašim mestom. Vi pa ste se takrat pripravljali na leto kulture, ki je bilo, kakor vem, 2003 v vašem mestu. Damals war ich Vizebürgermeister in Ljubljana und ich war in diesen Jahren viel tätig auf dem Gebiet der Kontakte mit der Stadt Graz. Wir haben uns damals auf den Monat der Kultur in Ljubljana vorbereitet und Graz hat sich damals auf das Kulturjahr 2003 vorbereitet, als es zur Kulturhauptstadt Europas wurde. Damals haben wir auch alle Erfahrungen erfolgreich ausgetauscht. Z današnjo predstavitvijo programa festivala seveda upamo, da se bo ta dobra praksa, ki poteka že en leta, nadaljevala in da si boste ali pa vaši prebivalci lahko ogledali številne prireditve v Ljubljani, ne samo na festivalu, ampak tudi vse ostalo. Namreč vedno se radi pohvalimo, da je v Ljubljani več kot 10.000 kulturnih prireditev na leto. Heute möchten wir Ihnen das Programm des Festivals Ljubljana vorstellen. Das ist schon bewährte Praxis seit vielen Jahren und ich hoffe, das wird auch so in den zukünftigen Jahren weitergehen und dass Ihre Einwohner, die Grazer, sich viele Veranstaltungen in Ljubljana ansehen werden, nicht nur die Veranstaltungen, sondern auch die Stadt Ljubljana.
Wie Sie wissen, gibt es mehr als 10.000 Veranstaltungen in Ljubljana pro Jahr. Še enkrat vabim vse prebivalke in prebivalce vašega mesta in seveda tudi vse iz okolic, da se raznih prireditev, posebno pa še prireditev festivala udeležijo. Seveda pa poleg prireditve lahko okusijo tudi dobre specialitete, ki jih nudimo v našem lepem mestu, dobre turistične zmogljivosti in seveda upam, da se bo dobro sodelovanje med Ljubljano in Grazem nadaljevalo tudi v bodoče. Ich möchte heute alle einladen, unsere Stadt und seine Umgebung kennenzulernen und an vielen Veranstaltungen teilzunehmen, nicht nur an den Veranstaltungen, sondern auch unsere Spezialitäten zu verkosten, unsere touristischen Sehenswürdigkeiten sich anzusehen. Und ich hoffe, dass unsere gute Zusammenarbeit auch in der Zukunft so gut sein wird. Hvala lepa, gospod Colarič. Sedaj pa na kratko k predstavitvi letošnjega programa. Pred sabo seveda je vse na spletni strani ljubljanafestival.si. Vielen Dank. Und jetzt kurz zur Vorstellung des Festivals Ljubljana. Alles ist eigentlich auf der Webseite ljubljanafestival.si. Tukaj je knjižica v angleško-slovenski verziji in pa seveda tudi brošura s highlightsi v nemškem jeziku. Sie haben die englisch-slowenische Broschüre über die Highlights und auch eine Broschüre nur in englischer Sprache. No, deutsche. In deutscher Sprache, Entschuldigung. Ja. Začeli bomo uradno 27. junija na Kongresnem trgu s predstavo Carmina Burana v izvedbi gledališke skupine, katalonske gledališke skupine La Fura dels Baus. Wir werden mit der Aufführung am Kongressni Trg beginnen, und zwar mit der Aufführung von Carmina Burana, die von der barcelonischen Gruppe La Fura del Baus aufgeführt werden wird, und zwar am 27. Juni. To je na trgu, ki je bil pred leti obnovljen, natančneje 2011, in takrat smo izvedli skupaj z Valerijem Gergijevim Mahlerjevo 8. simfonijo, Simfonijo tisočev, z 1100 nastopajočimi na odru. Dieser Kongressni Trg, also der Platz Kongressni Trg, wurde 2011 erneuert und damals wurde unter der Führung von Valeri Gergiev die Mahlers 8. Symphonie aufgeführt, unter Mitwirkung von 1100 Teilnehmern. 29. junija bo v Cankarjevem domu, to je dvorana, ki ima 1500 sedežev in izredno akustiko, nastopila slovita mezzosopranistka Elina Garanča s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Am 29. Juni wird in Cankarjev-Dom, das ist ein großer Saal für 2500 Hörer, Elina Garanča, die Mezzosopranistin, auftreten mit dem Rundfunkorchester Ljubljana. Seveda bom govoril samo o večjih dogodkih, ker vse ostale lahko preberete v knjižici. Ich werde hier nur die wichtigsten Veranstaltungen nennen. 3. julija imamo v gosteh Sanpeterburško filharmonijo z Jurijem Temirkanovim, tudi v Cankarjevem domu. Am 3. Juli kommt die St. Petersburger Philharmonie mit Juri Temirkanov ebenso im Cankarjev-Dom. 4. julija je premiera operete Kneginja Čardaša v sodelovanju Zagrebškega kazališta Komedija, Ljubljanske opere in Festivala Ljubljana. Und am 4. Juli ist die Fürstin Čardaš aufgeführt durch Kazalište Komedija in Zagreb, Ljubljana, Leibach Oper und Festival Ljubljana. 10. julija v Cankarjevem domu klavirski koncert Marte Argerich, svetovno znane pianistke, z Ferenc Liszt orkestrom iz Budimpešte. Am 10. Juli wird das Konzert von Marta Argerich, der weltberühmten Pianistin sein, und begleitet wird sie vom Franz Liszt Orchester aus Budapest. Ljubljanski festival že nekaj let sodeluje tudi uspešno z najbolj pomembnimi kulturnimi institucijami na Kitajskem.
Das Ljubljana Festival arbeitet seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit chinesischen kulturellen Gremien mit. Tako da bomo lahko 11. julija v Ljubljani poslušali violončelista Yi Pengni, So dass wir am 11.07. den Violoncellisten Yi Pengyi hören können. 23. in 24. avgusta pa bo v Ljubljani nastopila nacionalna kitajska opera iz Pekinga z predstavo Madama Butterfly. Und am 23. und 24.08. wird die nationale chinesische Oper aus Peking die Oper Madame Butterfly aufführen. Ja, in to prirejamo skupaj, to gostovanje, ki je seveda zelo veliko in zelo drago, prirejamo skupaj z festivalom Pucciniano iz Torre del Lago. Torre del Lago. Und dieses Gastspiel, das eigentlich eine sehr teure Produktion ist, veranstalten wir zusammen mit dem Pucciniano Torre del Lago. Pred 2 letoma smo predstavili na našem festivalu ravno to operno hišo s predstavo Turandot, ki je požela ogromne ovacije. Und vor 2 Jahren haben wir mit diesem Opernhaus die Aufführung von Turandot veranstaltet. Das war auch hat einen großen Anklang gefunden. Ja. Kot verjetno veste, ne vem, koliko ste spremljali Tomaža Pandurja, režiserja iz Maribora, ki je tragično preminil lansko leto. Ich weiß nicht, inwiefern Sie Tomaž Pandur kennen. Das ist ein sehr berühmter Regisseur, der tragisch im Vorjahr verstorben ist. Režiser, ki je veliko delal tako v Nemčiji, kakor v Španiji in seveda v Sloveniji. Als Regisseur war in Deutschland, in Spanien und natürlich in Slowenien tätig. Brezmadežna je naslov predstave, ki bo posvečena njemu v spomin 18. julija v Ljubljanski operi. Und zu seinem Gedenken wird die Aufführung Brezmadežna, also Unbefleckte Immaculata, vorgeführt sein am 18. Juli. Robi Lakatoš je izjemen solist iz znane madžarske skupine romskih glasbenikov Lakatošov. Robi Lakatoš ist ein ausnehmender Solist der Gruppe von Roma-Musikern Lakatoš. Živi v Bruslju in ima izvrsten ansambl, ki igra ne samo romsko glasbo, ampak seveda tudi jazz, klasiko, tako da resno gre za izjemen ansambl in zelo priporočam obisk tega koncerta. Lebt in Brüssel und führt sein eigenes Ensemble, das nicht nur Zigeunermusik, sondern auch Jazz und Klassik aufführt und ich kann diese Konzerte nur empfehlen. 20. julija bomo z komornim orkestrom iz L'Aquile lahko slišali Schlittke klavirski koncert, kjer bo pisma prebiral znani igralec John Malkovich. Und am 20.07. werden wir das Kammerorchester L'Aquila hören können. Und bei dieser Gelegenheit wird John Malkovich die Briefe in Begleitung von Klavier vorlesen. Nur nicht Klavier, tudi komorni orkester in Klavier. Also Kammermusik und Klaviermusik werden in Begleitung. Alfreda Schnittke. Von Alfred Schnittke. Gre za, po mojem, izjemno zanimiv dogodek, saj vsi vemo, kaj se je zgodilo L'Aquili pred približno 10 leti, ko je bil tam katastrofalen potres. Oni so v parku na vhodu v staro mesto zgradili novo koncertno dvorano, kjer ta orkester deluje in seveda, ja. Wir wissen ja, dass vor 10 Jahren ein Erdbeben L'Aquila erschüttert hat und dann hat man einen ganz neuen Saal in einem Park am Eingang der Stadt erbaut. In seveda mesto je še vedno zaprto, ne samo za obiskovalce, ampak tudi za prebivalce v velikem delu. Und die Stadt ist noch immer geschlossen bzw. gesperrt, sowohl für die Einwohner als auch für andere. In großen Teilen ist es noch gesperrt. In ravno ta povezava med tem tekstom in seveda dejstvom, od koder orkester prihaja, se mi zdi izjemno pomembna.
Und diese Verbindung zwischen dem Text, der vorgelesen wird, und die Tatsache, dass dieses Orchester aus diesem Ort kommt, ist für mich von besonderer Bedeutung. V juliju mesecu bo v Ljubljani tudi že, mislim, da 8. ali 9. edicija Akademije Branimir Slokar. Im Juli wird die 8. oder 9. Edition der Akademie Branimir Slokar, Ki je mednarodna akademija za mlade glasbenike, ki prihajajo iz več kot 40 držav. das ist eine internationale Akademie für junge Musiker, die aus mehr als 40 Ländern kommen. Sam kurs traja 14 dni Der Kurs dauert 14 Tage in se zaključi z 2 simfoničnima koncertoma orkestra, ki je sestavljen iz teh glasbenikov. und schließt mit 2 symphonischen Konzerten ab, und zwar aus dem Orchester, die aus diesen jungen Musikern zusammengesetzt sind. Koncerta bosta v Unionski dvorani, to je krasna secesijska dvorana. Die Konzerte werden im Unionsaal veranstaltet werden, das ist ein wunderschöner Sezessionssaal, Pod vodstvom Žive Ploj Pršuh. unter der Führung von Živa Ploj Pršuh. Ploj-Pršuh. Imamo kar nekaj izvrstnih solistov, ki nastopajo v prvi polovici avgusta z komornim orkestrom Slovenske filharmonije. Einige Solisten, es gibt etliche, die im August, in der ersten Hälfte von August mit dem Kammerorchester der Slowenischen Philharmonie auftreten werden, Kot so Richard Galliano, harmonikaš, akordeonist. wie der Akkordeonspieler Richard Galliano. Potem Nika Gorič, izvrstna mlada slovenska sopranistka, ki je lani debitirala v Mozartu na Salzburškem festivalu z izjemnim uspehom. Und die Sopranistin, eine außerordentlich gute Sopranistin, Nika Gorič, die im Vorjahr mit Mozart debütiert hat In Salzburg Festspiele. eine Salzburger Festspiele. Potem Dimitrij Sikovjetski, izvrsten ruski violinist. Dann Dmitri Sikovjetski ist ein virtuos russischer Geiger. In seveda imamo tudi nekaj musicalov. Že pred začetkom festivala bomo 7. junija premierno uprizorili musical Vesna. Und auch einige Musical werden zu hören sein am 7. Juni als Premiere für Musical Vesna. Gre za novi slovenski musical, ki ga delamo v koprodukciji na festivalu Ljubljana. Das ist ein neues slowenisches Musical in Koproduktion mit dem Festival Ljubljana. Bo pa tudi izvedena seveda Mamma Mia, ki bo torej tudi naša produkcija oziroma koprodukcija, ki bo doživela v kratkem že svojo 100. reprizo. Und auch das Musical Mamma Mia wird wieder zu hören sein, schon das 100. Mal. Auch das ist eine Koproduktion mit dem Festival Ljubljana. 21. avgusta bomo izvedli tudi highlights različnih musicalov iz West Enda in Broadwaya z mednarodno zasedbo. Und am 21.08. sind Highlights von West End und Broadway im Programm mit einer internationalen Besetzung. Prav tako pa bomo letos imeli v gosteh Marinsko gledališče iz Sankt Peterburga in sicer z drugim delom Wagnerjevega Ringa. Auch das Mariinski Theater aus St. Petersburg wird zugegen sein, und zwar mit dem zweiten Teil des Rings von Wagner. Tako bomo lahko 29. avgusta videli Siegfrieda. Am 29.07. können wir Siegfried sehen. Potem 30. avgusta Somrak bogov. Ja. Am 30.08. die Ja. Dämmerung, die Götterdämmerung. In za zaključek seveda še simfonični koncert. Vsi trije večeri bodo pod vodstvom Valerija Gergijeva. Und zum Abschluss noch ein sinfonisches Konzert unter der Führung von Valerij Gergijev. Kaj reči še o tem? Mogoče to, da so vstopnice v predprodaji do konec maja meseca. Ich kann noch etwas zu den Eintrittskarten sagen. Bis zum Ende des Monats sind sie im Vorverkauf. Prav gotovo je za vas zanimiv podatek, da jih lahko kupite tudi v vseh poslovalnicah Eventima v Avstriji. Sie können sie auch in den Stellen in den Zweigstellen von Eventim in Österreich kaufen.
kar seveda prav gotovo olajša obisk Das prireditve. erleichtert sicherlich den Besuch. In pa na naši spletni strani ljubljanafestival.si. Und natürlich auch auf unserer Website ljubljanafestival.si. Torej, Eventim je v Avstriji eticket.com. Und Evetin hat die Adresse eticket.com. Ja, tako je. Toliko. Zdaj bi jaz seveda, preden sem vam na voljo za vprašanja, se še rad enkrat zahvalil dr. Günterju Riglerju za gostoljubje in seveda tudi županstvu mesta Gradec. So viel von meiner Seite, und bevor ich auf Ihre Fragen antworte, möchte ich mich bei Herrn Dr. Rigler und dem Bürgermeister der Stadt Graz bedanken. Prav tako gospodu Colariču, Auch Herrn Zollarič möchte ich Dank sagen. vsem vam seveda za vaš obisk in eventualna vprašanja Und auch Ihnen, dass Sie gekommen sind und für Ihre Fragen. in pa gospe tolmački, gospe Darji Somer-Tepej. Und auch der Dolmetscherin, Frau Daria Sommer-Tepej. Danke. Ja, danke Herr Brillek und danke Herr Stadtrat Zollarič. I have to say congratulations to this wonderful program. Maybe I talk in English? You or- can speak German. I Okay, understand. okay. Ich muss also sagen, aber Sie übersetzen, oder? Okay. Ich muss sagen, dass natürlich, wenn man sich das Programm ansieht, man in vielfältigster Weise Bezüge zu Graz und zum Kulturschaffen in Graz herstellen kann. Denn wie jeder hier weiß, ist ja St. Petersburg seit ebenfalls 2001 Partnerstadt von Graz. Wir hatten das Mariinsky-Theater hier anlässlich des Kulturhauptstadtjahres 2003 mit Valery Gergiev. Wir hatten übrigens auch, woran ich mich immer wieder gerne erinnere, im Rahmen des Tyriate-Festivals Marta Agerich hier, die damals meines Wissens entweder das Rachmaninow oder das Schumann-Klavierkonzert gespielt hat im Stephaninsaal. Ich kann mich erinnern, ein unvergesslicher Abend, fantastisches Konzert mit Hanno Kur als Dirigenten und Marta Agerich am Klavier. Es war höllisch heiß an diesem Abend, also wir haben den Anzug durchgeschwitzt, aber es war ein fantastisches Erlebnis. Detto natürlich die Karl Orff, die unzähligen Karl Orff-Aufführungen, Fura des Baus war mehrmals meiner Erinnerung nach beim Steirischen Herbst zugegen. Also insofern zeigt sich anhand des Programms, dass es hier nicht nur aufgrund der Partnerschaft zwischen Laibach und Graz eine enge Verschränkung gibt, sondern dass durchaus auch die Protagonisten dieses Ljubljana Festivals tatsächlich auch ganz hervorragend auch schon bei uns in Graz tätig waren und hoffentlich auch sein werden. Insofern darf ich wirklich gratulieren zu diesem vielfältigen Programm, das einen Spannungsbogen von Musical bis klassischer Musik zieht. Und da darf ich jetzt schon versprechen, dass ich persönlich sicher zu einer oder vielleicht sogar mehrerer Veranstaltungen kommen werde. Wir müssen das terminlich einplanen und würde Sie wirklich bitten um tatkräftige Unterstützung dieses Festivals durch entsprechende Medienberichterstattung. Sem razumel. Najlepša hvala. Prav gotovo so ravno ti umetniki, ki nastopajo tako pri nas, kakor tudi v Grazu in v ostalih mestih po svetu, izjemno pomembni za boljšo komunikacijo med nami. Vielen Dank. Es ist wirklich wahr, dass die Künstler, die sowohl in unserer Stadt als auch in Ihrer Stadt und anderen Städten der Welt auftreten, sehr wichtig für die Kommunikation unter uns sind. Še posebej zato, ker mislim, da vsako okolje da popolnoma drug okvir, mogoče enakemu programu ali podobnemu. Vielleicht auch deshalb, weil jede Umgebung einen ganz anderen Rahmen dieser Aufführung gibt. Zato vas srčno vabim, da obiščete prireditve v Ljubljani, Deshalb möchte ich Sie herzlich einladen, die Veranstaltungen in Ljubljana zu besuchen. kjer je tudi arhitektura, ki je v določenem delu zelo podobna graški, v drugem delu zelo drugačna in mediteranska. In Ljubljana ist die Architektur einerseits
der Graz-Architektur sehr ähnlich und andererseits sehr anders, sehr mediterranisch. Ravno tako tudi kulinarika in odlična vina iz vseh koncev Slovenije. Das gleiche gilt für die Kulinarik und ausgezeichnete Weine von Slowenien. Tako da seveda si želimo vas vse videti na otvoritvi. Deshalb wünschen wir uns alle auf unserer Eröffnung zu sehen. Vstopnice so na voljo na naši spletni strani oziroma se lahko akreditirate pri Živi Steiner, ki tukaj živa vstanite, da vas vidijo. Die Eintrittskarten sind auf der Webseite, Sie können sie aber auch bei Frau Živa Steiner reservieren. In seveda, odvisno od tega, koliko napora želite vložiti v poročanje o festivalu, smo vam na voljo tudi s prenočišči, govorim seveda o uradni delegaciji oziroma o novinarjih, ki boste pisali o teh dogodkih. Und wir können gerne auch die Unterkünften bereitstellen, jenen Journalisten, die darüber berichten werden und natürlich die Delegation. Ljubljana je poleti zelo lepa. Ljubljana ist ein sehr schöner Stadt im Sommer. Reka je mirna in zelo, a po drugi strani zelo obljudena. Der Fluss ist sehr ruhig, andererseits aber sehr belebt. In v zadnjih 10 letih smo v Ljubljani popolnoma zaprli mestno središče za promet. In den letzten 10 Jahren wurde das Zentrum von Ljubljana vollkommen für den Verkehr gesperrt. Po zgledu Graca seveda, Nach Vorbild von Graz natürlich. vendar v tem trenutku so te površine v Ljubljani večje. Aber zurzeit sind diese Flächen in Ljubljana größer. Tako da si jih velja ogledati in ravno del ob Ljubljanici se je spremenil v eno veliko mestno jedilnico. Tam je nešteto restauracij z različnimi kulinarikami, tudi nemškimi, avstrijskimi, italijanskimi, balkanskimi in vsemi drugimi, ki so se zgodila na tem križišču evropskih kultur. Deshalb gilt es, Ljubljana wirklich zu besichtigen. Vor allem der Teil am Fluss Ljubljanica ist zu einem großen Speisesaal geworden, durch unzählige Restaurants und Lokale, in denen man deutsche, österreichische, Balkan und italienische Spezialitäten essen kann, also Spezialitäten aus all den Kulturen, die schon vorher auf diesem Raum zugegen waren. Tako da srčno dobrodošli. Herzlich willkommen. Gut, dann sage ich Dankeschön und habe das meiste verstanden, aber auch durch Ihre hervorragende Übersetzung und darf daher einladen, allenfalls abklärende Fragen zu stellen. Ist grundsätzlich in Zukunft irgendein kultureller Austausch und Projekte, die geplant bestimmt werden am Graz? Das sollten wir anlässlich dieses Festivals jedenfalls vertiefen. Denn, wie Sie wissen, bin ich ja selbst erst seit etwas mehr als einem Monat für Kultur in Graz zuständig und bin jetzt schon begeistert von dieser Gelegenheit, mit unserer Partnerstadt Laibach sich auszutauschen. Und da bin ich ganz sicher, dass wir bei meinem ersten Besuch in Laibach da sicherlich Gelegenheiten finden. Aber noch ist es nicht so weit. Ja, ampak mi smo že sodelovali veliko. Wir haben bereits viel zusammengearbeitet. Festival Ljubljana in Visoka šola za glasbo in upodobljajočo umetnost. Das Festival Ljubljana und die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Ja. Tudi diplomanti so nastopali v našem ciklu Mladi virtuozi. Die Diplomanten traten in unserem Zyklum Junge Virtuosen auf. Tudi sam sem pred 3 desetletji bil na podiplomskem študiju klarineta tukaj pri profesorju Kovač-Beli. Ich selbst habe beim Professor Kovač-Beli vor 30 Jahren das Postdiplomstudium Klarinette. Ampak ker je on govoril še slabše nemščino kot jaz, vidite, da mi od tega ni dosti ostalo. Aber da noch schlechter Deutsch konnte als ich, konnte ich nicht viel lernen. Razen klarineta. Nur Klarinette. Tako da, ja, seveda se bomo, mislim, da je sedaj, ko ni meje. Und so wird es auch bleiben, vor allem jetzt, wo es keine Grenze gibt. Čeprav govorimo o drugačni Evropski uniji, Obwohl wir über eine andere Europäische Union sprechen. brez zastojev traja pot od Ljubljane do Graca in obratno manj kot 2 uri. Also die Strecke ohne Staus, Ljubljana-Graz, dafür braucht man weniger als 2 Stunden.
Tako da mislim, da je to tudi ena odlična možnost, da se to sodelovanje še izboljša. Deshalb ist das wirklich eine vorzügliche Gelegenheit, die Partnerschaft zu vertiefen. Wie hoch ist das Festivalbudget? 2,5 Millionen. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, es wurde ja schon so viel über Kulinarik gesprochen, deswegen drängt sich förmlich auch aufgrund der Uhrzeit auf, dass wir noch zu einem kleinen Imbiss einladen dürfen. Vorweg darf ich allerdings dem Herrn Stadtrat ein persönliches Geschenk der Stadt Graz überreichen. Einerseits ein Buch mit eigentlich recht interessanten und seltenen Ansichten von Graz und andererseits von unserem Nationalheiligen Nikolaus Harnoncourt eine Einspielung der 5 Klavierkonzerte Beethovens. Wie Sie wissen, ist das ja eines der Hauptwerke von Harnoncourt in den letzten Jahren gewesen, dass er alle 5 Klavierkonzerte Beethovens eingespielt hat, und ich darf Ihnen das hier sozusagen als kleines Geschenk überreichen und freue mich und möchte mich noch einmal bedanken, dass Sie zu uns gekommen sind. Ko boste prihajali v Ljubljano, boste šli skozi Štajersko, torej slovensko-Štajersko. Wenn Sie nach Ljubljana fahren werden, werden Sie durch Steiermark, durch slowenische Steiermark. In uradno vino letošnjega Ljubljanskega festivala je Ptuj. Und der Amtswein des Festivals heißt Ptuj. Ptuj, Petovijo. Torej vam poklanjam Dankeschön. renski rizling iz Ptujske kleti. Das ist der Rheinriesling aus einem Keller aus Ptuj. Ja, wunderbar. Ich war ja einmal schon in Ptuj beim 10-Stunden-Lauf. Da gibt es jedes Jahr einen 10-Stunden-Lauf, Ja. wo Teams daran teilnehmen. Ich war mit der Stadt Graz in einem Vierer-Team und wir sind immer abwechselnd, also zu viert jeder eine halbe Stunde gelaufen. Haben allerdings, wie ich zu meiner Schande gestehen muss, nur den vorletzten Platz gemacht. Also es war sogar das einzige Frauenteam war besser als das Team der Stadt Graz, aber wir waren halt reine Amateure. Aber auf jeden Fall verbindet der Herr schöne Erinnerungen mit Ptuj. Ja. Ptuj imam zelo lepe spomine, ker sem sodeloval na teku, 10-urnem teku pred leti. No, jaz bi lahko 10 ur igral, teko pa ne bi. Ich könnte 10 Stunden spielen, aber laufen würde ich nicht. Okay, danke sehr. Gut, dann darf ich Sie alle noch einladen, ein paar Imbisse zu sich zu nehmen, und für ergänzende Interviews stehen wir alle hier bereit für Sie. Danke. Dankeschön. Danke. Danke sehr. Hvala lepa, gospa. Hvala lepa. Da se še gospod, pa